So, weiter geht's. Hochrothgar. Reden wir mit dem Graubart. Braugart. So ruckelt jetzt da. Hörst du da? So, haben wir mal alles geschlossen, was da im Hintergrund nervt. Habe ich da jetzt nicht noch jemanden gesehen? Schon, oder? Na, hoi. Möge der Himmel euch leiten. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Ja, in solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Nein, nein, natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Komm, Lydia, komm. Im Gänsemarsch.
Wie wäre es, wenn einer Türen aufhebt und alle anderen können rein? Unanständiges Volk da, die Graubärte. Der Pfad zu Partunax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Lok. War. Lokwa. Kor. Chor. Jawohl. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Sehr Dank. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt Sehr es aufmerksam. weise. Werden wir. Wolkenloser Himmel wird den Nebel weglegen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Partunax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Niemals. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel. Auf was? Verwendet wolkenloser Himmel, um den Weg zu Partunax freizumachen. Okay. Nok, Baku! No, war gut. Nok, Baku! Nok, Baku! Hui. Nok, Baku! Der Nebel ist jetzt, glaube ich, aber wirklich schädlich. Oh oh. Nok, Baku! Da war jetzt effektiv gewesen. Oh oh. Nok, Baku! Noch kein Magiker mehr. Magiker.
Knock, Baku. Und jetzt? Wohin geht's weiter? Knock, Baku! Schon drauf, oder? Knock, Baku! Glaub schon. Ja, ja. Knock, Baku! Oh, Oh. Hast du auch Mitleid mit den Ziegen? Mua. hey, passt ein bisschen auf. Du bist schon ein lästiges Viech, du. Jetzt habe ich die Lydia gerade ein bisschen hässig gemacht. Da, he? Sorry. Sorry, sorry. Knock, Baku! Der ist zäh, der Nebel, du. Knock, Baku! So hoch oben sind wir, glaube ich, noch nie gewesen, he? Knock, Baku! Ich freue mich schon auf die Aussicht. Weißt du wie? Ich habe das Bild ein bisschen geil eingestellt, merke ich gerade. Ups. Und da siehst du eben nicht so viel. Man sieht nur, dass es extrem hoch ist. Da hätte ich nicht so gern. Die auch. Ja, sie kommt auch. Hals der Welt entdeckt. Das klingt doch schon recht episch. Knock, Baku! Oh oh. Hoi. Bist jetzt du der Alduin? Du bist der Alduin. Drem Ah, Jolok, nein. seid gegrüßt, Wundunik. Turnax. Ich bin Par Turnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Strunmach. Berg? Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir,
Warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Zuerst Verträge unterschrieben. Okay. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tuch, spürt ihn in euren Knochen, tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Die Welt ruft euch, geht zu ihr. Ein Geschenk, Dovahkiin. Jol versteht das Feuer, wie es die Doof tun. Jetzt habe ich verstanden, wie es die Doof tun. Du, danke, gell? Zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als Elf, sondern als Dova. Ah, Dova. Lok, Baku! Sorry. Kommt, Dovahkiin. Ninjol, trefft mich mit dem Feuer eures Tu. Jo! Der ist schon besser gewesen. Ja, Sossedorf Los Mul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Screenshot machen. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor, Sterblichen. Selbst für ein Dovassos, Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dova. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Alduin Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Crosses, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterblicher, als Waffe gegen die Doof, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Ja, Alduin, Semach. Der ältere Bruder, talentiert, habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Prusa. Dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpar. Lane Vokin. Würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht?
Alles gut beantwortet. Dann habt ihr von den Doof noch viel zu lernen. Für einen Dova gibt es nichts anderes als Philosophie. Es ist kein Zufall, dass wir mit unserem Tum, unseren Stimmen kämpfen. Für einen Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Debatte und Kampf. Tinwak los Gra, das ist für uns ein und dasselbe. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monaven, den ihr den Hals der Welt nennt? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslad. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt, denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Macht Sinn. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten, aber das war nicht genug. Ok Mulak Unslad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach Wachlan. Sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sofas Suljek. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden, für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid Bo Amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit Tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Geduldig. Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Ihr habt So sie, über Trophäe. die Kell, die Schriftrolle der Alten, Tid Krach,
Carlos, die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Tschüss. Sage Dank. Cool, hä? Sieht schon mega aus. Ja. Ich glaube, wir müssen da irgendwie runter. Da finden wir beim nächsten Clip raus.